Jackie, deine Tante Sarah ist oben in deinem Schlafzimmer, eingeschlossen im Schutzraum. Sie wollen die Tür aufbrechen. Wir müssen sofort los. Niemand, Jackie! Du musst zu deiner Tante Sarah! Für die Da drüben! Niemand da! Wohin ist er verschwunden? Ich sehe nur Licht! Er schießt die alte Schachtel einfach! Sieh doch ihre schrumpeligen alten Teile! Ich brauche es! Niemand entkommt dem Scheiße! Jackie, nein! Okay, du wirst das hier überstehen. Du weißt, dass du das schaffst. Und dann... Nein! Das war ein Fehler, Jackie. Jackie, hilf mir! Bitte! Wach auf. Komm schon, Jackie, wach auf. Es ist alles okay. Na bitte. Du hast es geschafft. Du bist aus dem Bett gefallen. Du hattest... Vinny, ich verstehe nicht, was hier los ist. Ist das die Hölle? Okay, das ist mal was Neues. Das ist die Finsternis. Oder das ist eine Art Trick. Komm schon, Jackie, jetzt fang nicht schon wieder damit an, okay? Die Finsternis gibt es nicht. Sie ist nur in deinem Kopf. Was? Tut mir leid, Kumpel. Ich weiß, das alles verwirrt dich. Du hast diese schlimmen Träume, weil du krank bist. Du musst uns helfen, dich wieder auf die Beine zu bringen. Ich sag dir was. Du gehst vor dem Frühstück zur Arzneiausgabe und ich sag dem Doc, dass du gut geschlafen hast. Sogar dich. Ich kann eigentlich gar nicht hier sein. Beruhigen Sie sich, Mr. Walker. Was zur Hölle passiert mit mir? Ja, ich verstehe. Ich fürchte, er ist in eine noch komplexere kognitive Störung zurückgefallen. Seine Gedanken werden immer wirrer. Versuchen wir es mal mit Clozapin. Beim letzten Bluttest hatte er ein Problem mit seinen weißen Blutkörperchen. Sollten wir nicht etwas anderes versuchen? Wir testen das regelmäßig. Wenn er das Nimm an, du durchsteht, würdest in einem starten wir großen die Haus leben und Therapie Bücher neu. besitzen. Ich meine, andere Idioten könnten mit Rasenmäher am Nordpol wohnen. Aber das heißt gar nichts. Alles klar, damit ich das richtig kapiere. Er sagt, er lebt in einer Art Villa. Komm schon, Jackie. Dr. James wartet auf dich. Dr. James Jamie? wartet. Jackie, komm doch rein. Ich hatte schon gehofft, dich heute Morgen zu treffen. Setz dich. Jetzt weiß ich, dass das nicht real ist. Auf keinen Fall bist du Arzt. Das Pflegepersonal hat mir gesagt, dass du dir wieder Sorgen wegen deiner Medikamente machst. Verstehst du denn, warum du die Medikamente nehmen musst? Ich bin nicht verrückt. Das ist nur eine Illusion. Wenn es eine Illusion wäre, könntest du sie verschwinden lassen. Aber das hatten wir ja schon.
Du kannst sie nicht verschwinden lassen, weil es keine Illusion ist. Siehst du denn nicht, was passiert, Jimmy? Die Finsternis ist in unseren Köpfen. Meinst du die Stimme, die du hörst, Jackie? Die dich schlimme Dinge tun lässt? Klingt das denn einleuchtend für dich? Also, ich werde um diese Sachen nicht länger herumreden. Dr. Vic und ich machen uns Sorgen, dass du einfach neue Regeln aufstellst. Mafia-Geschichten sind ja im Fernsehen schön und gut, aber nicht im echten Leben. Du bist nicht der Kopf einer Verbrecherfamilie, du bist ein Patient in dieser Einrichtung und wir wollen dir helfen, wieder gesund zu werden. Mit diesem Ort stimmt etwas nicht. Warum werde ich hier festgehalten? Okay, Jackie, schön ruhig bleiben. Dr. James versucht nur, dir zu helfen. Eddie, was zur Hölle machst du da? Jackie, ich weiß, du bist wütend, aber bitte benutze jetzt mal deine ruhige Stimme. Ich möchte nicht mehr mit deiner Finsternisstimme sprechen. Also gut. Ich möchte mit Jenny reden. Natürlich, niemand hält dich davon ab. Edward, bring ihn zu Schwester Jenny. Komm schon, Jackie. Bleib ganz ruhig, Jackie. Ja, klar. Wenn du das sagst, Doktor. Besuchen wir Jenny, Jackie. Er ist der Auserwählte. Er ist es nicht. Seine Augen sind zu nah beieinander. Ach, schade. Komm, erzähl mir was. Irgendwas. Wir arbeiten an einem Plan, hier als Pflaster getarnt wegzukommen. Ja, aber wir wissen noch nicht, ob wir das wirklich abziehen können. Vielen Dank. Hey, hey du. Wer, ich? Nicht du, Arschloch. Er, der mit den Haaren. Bis dann, Kumpel. Bist du immer noch hier? Kann ich dir helfen? Ich will nicht reden. Aber ich habe schon ein Nickerchen gemacht. Tony, bitte sag mir, dass du weißt, was zur Hölle hier passiert. Limabohnen sind Spione. Scheiße. Du machst große Fortschritte, Jackie. Sehr gut. Wie geht's? Wiedersehen. Jackie, ich bin so froh, dass du wieder deine Medikamente nimmst. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Dr. Vic hat mich nach deinen Fortschritten gefragt. Er macht sich große Sorgen um dich. Wir alle. Jenny, ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich werde dich hier rausholen. Warum sollte ich hier raus wollen, Jackie? Ich arbeite hier. Ich will dir helfen. Und nicht auch noch du! Nicht auch noch du! Was zur Hölle passiert hier? Bleib einfach ruhig, Jackie. Alles wird gut. Also, das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du mir von deinen Wahnvorstellungen erzählt. Du meintest, du wärst der Kopf einer Gangsterfamilie und dass dein Haus von Leuten angegriffen wurde, die dir die Finsternis abnehmen wollten? Das war keine Wahnvorstellung. Das ist passiert, ich weiß es sicher. Ich weiß, es fühlt sich real an, Jackie, aber... Jenny, du musst mir zuhören. Ich glaube, das hier könnte die Hölle sein und du bist darin gefangen. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Ich kann verstehen, dass es dir hier manchmal wie die Hölle vorkommt. Aber das ist nur ein Krankenhaus.
Du musst mir vertrauen. Jeder hier will dir einfach nur helfen. Ich weiß nicht, warum das passiert, Jenny. Du warst tot. Ich habe dich sterben sehen. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Weißt du noch? Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, fällt es dir schwer, Realität und Einbildung auseinanderzuhalten. Du bekommst Albträume, wenn dein Serotonin verrückt spielt. Du erinnerst dich dann an Dinge, die niemals geschehen sind. Aber meine Familie, meine Freunde, die Finsternis. Das alles gibt es nicht wirklich. Ich erstelle mit Dr. Vic einen Plan. Wenn du dich richtig verhältst, können wir uns öfter sehen, okay? Jackie, ist alles okay? Ein Plan? Was? Jenny, du verstehst nicht. Du hast Probleme. Wir müssen hier raus. Sofort! Jackie, Oh, nein! oh, großer. Code weiß. Langsam, Lass Jackie. mich los! Gott, Komm du schon. warst schon so gut. Los jetzt. Langsam, langsam, ganz ruhig, Jackie. Wir werden dir nichts tun. Halt ihn ruhig. Johnny, Schluss damit! Was zur Hölle tust du? Schaff ihn da runter, bitte. Lauf, Jackie! Komm zurück, Jackie! Los zum Bunker! Sag Eva, ich komm später. Läufer. Er rennt zur Tür! Jackie, komm zurück! Oh, hierher. Da draußen ist nichts für dich! Solange sich die Blutlinie fortsetzt, hat die Finsternis immer einen neuen Wirt. Meine Überraschung, als ich 5 wurde. Ich werde nachts wach und mein Vater, er sitzt an meinem Bett, beugt sich über mich, das Schlachtermesser in der Hand. Bin mir immer noch nicht sicher, ob der alte Spinner mich von meinem Leid erlösen oder verhindern wollte, dass jemand seinen Platz einnimmt. Mach, dass es aufhört, Jackie. Jackie, hey, ich glaub's nicht, du bist zurück. Du hast ja gesagt, die Finsternis lässt dich nicht sterben. Habt ihr aber nie geglaubt. Hat 4 Tage gedauert, bis du nach dem Schuss ins